Gut, willkommen hier beim Cola-Podcast. Für die heute zuschauen, wir werden mal wieder das Format Track-Travel-Prozess holen. Das Format handelt ein bisschen darum, dass wir uns speziellere Songbeispiele anschauen, die vielleicht im internationalen Universum umschwirren oder vielleicht auch teilweise Sachen, die für die Schweiz relevant sind, wo man sich so die ein oder andere Strategie könnte abschauen, vielleicht für seine Schweizer Releases, wenn da die zuschauen, wo das Format auch schon ein bisschen verfolgt haben. Heute nehmen wir ein Beispiel auseinander, mehr um ein bisschen den Hintergrund zu verstehen, wieso ich eine von meinen Episoden damals mal gemacht habe, namens, müssen wir gerade mal schauen, wie die heisst. Aber es ist ums Thema, wenn ich es da schaffe, suchen, Abwandlung. Genau, die Macht von Songabwandlungen, neuen Versionen und Remixes. So, das ist eine Folge, die ich vor 9 Monaten mal gemacht habe, eine Episode. Aber wenn ihr bei diesem Upload jetzt da ein bisschen weiter schaut und ich euch ein bisschen mehr Hintergrund zeigen mit einem Beispiel von einem Song, versteht ihr ein bisschen, wieso ich die Episode gemacht habe und wieso es sicher auch noch lohnenswert ist, mir sich mal Gedanken darüber zu machen. Ich habe das mal in einer Stunde da thematisiert und mir ist es halt darum gegangen, das ganze Thema Songabwandlungen oder neue Versionen mal ein bisschen auseinanderzunehmen, weil es ganz viele Songs im internationalen Raum gibt, wo dieser Strategie ein bisschen folgen. Und ich sehe das eben leider noch ein bisschen zu wenig in der Schweiz oder denke mir, es ist sicher noch ein bisschen gut daran zu denken, dass man halt auch neue Versionen aus seinen bestehenden Songs machen kann. Oder halt auch Remixes. Da in dem Beispiel, wo wir uns bei dem Track-Travel-Prozess heute anschauen, geht es eher um eine neue Version von einem bestehenden Song, der entstanden ist. Und zwar gehen wir jetzt da schnell ins Profil und dann wisst ihr schon Bescheid. Und zwar gibt es da einen Song namens Goosebumps, wo vielleicht der ein oder andere schon jetzt so einen Aha-Moment gibt, welcher Goosebumps-Track da gemeint ist, von einem Künstler namens HVME, aber ich glaube, das wird Ham ausgesprochen, also Hume, das V soll ein U sein. Und Goosebumps, ja, sind da vielleicht ein bisschen schon drauf gekommen, meint man da irgendwie den Travis Scott-Track oder nicht, für die Hip-Hop-Interessierten unter euch. Tatsächlich ist der Song eine Abwandlung vom Goosebumps-Song von Travis Scott, beziehungsweise eine neue Version davon. Es ist keine Abwandlung, weil die Lyrics sind eigentlich so ziemlich 1:1 gleich. Wenn ihr den Song, ich kann da jetzt nicht abspielen, aber für die das jetzt da werden sehen, könnt gerne mal reinhören und dann wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Das ist, basically ist das eine Dance-Version vom Goosebumps vom Travis Scott von damals. Für die nicht wissen, von welchem Track ich rede, gerne, ich kann ihn da jetzt nicht abspielen, aber der Travis Scott, bekanntlich einer der grössten Rapper und Hip-Hop-Künstler oder popkulturelle Künstler da draussen, hat mal einen Song gehabt, im 2016. Nehmen wir nachher noch ein bisschen auseinander, weil das ist wichtig für die Songanalyse heute oder was es mit der neuen Version auf sich hat. Und sein Song Goosebumps war damals ein riesen Hit gewesen. In der Hip-Hop-Welt würde ich sagen, hat es einen kleinen Weg in Pop-Mainstream geschafft, aber auch nicht mega groß. Also in den US ist das weitaus grösser gewesen als jetzt in Europa. Da in der Schweiz ist der Song natürlich auch so ein bisschen für eine ganze Jugendgeneration gestanden. Ich glaube, jeder, der damals im Club war, so 2016, 2017, den Song mindestens 5-mal pro Abend gehört, irgendwie wahrscheinlich, auch vom gleichen DJ. Und um das geht es jetzt natürlich ein bisschen. Ihr merkt, für die jemals auf den neuen Song da gestoßen sind, von dem Ham, das ist ein Dance-Producer, entsprechend tönt die Version von Goosebumps auch sehr dancig, in dem neuen Dance-Style, sage ich mal, à la
ja, für die, wo sich da ein bisschen mit elektronischer Musik befassen, das ist halt ein sehr prägender Sound jetzt im Moment, wo so ein bisschen den Dance, Mainstream, Dance-Pop-Bereich ein bisschen prägt, mit dem Dinoro-Sound ein bisschen, also der Dinoro hat das ein bisschen geprägt und 2, 3 andere Leute, die alle so ein bisschen aus dem Ostblock kommen, ein paar von denen auch aus Litauen. Das würde eben auch Sinn machen, wenn man sieht, dass da in den Credits, wer da dahinter steckt, Lithuania HQ ist ein Label, wo auch, das können wir da am Rande schnell noch anschauen, wenn ich da würde zurückgehen, ist ein Label, wo halt im Dance-Bereich, wenn es so ein bisschen um den kommerzielleren Dance-Bereich geht, haben die halt in letzter Zeit sehr, sehr viele Hits gehabt. Unter anderem eben der Dinoro ist auch über sie gelaufen, ganz am Anfang, der In My Mind Song. Der Gaulin, den wir da sehen, die haben halt wie so ein bisschen eine Formel entwickelt. Wir gehen jetzt nicht mega, mega tief da rein, aber basically der Lithuania HQ oder das Label da dahinter, das Dance-Label, hat sich, glaube ich, ein bisschen zur Aufgabe genommen, so ein bisschen Hip-Hop-Element, wenn es jetzt zum Beispiel von bestehenden Songs wäre, Hip-Hop-Songs, oder halt auch Texte von früher oder A Cappellas oder wie da bei dem Gaulin-Beispiel, wenn ihr ein bisschen nerdiger werden, das Moonlight, für die halt im Hip-Hop auch verankert sind, werden vielleicht erkennen, dass der XXX-Tentation auch einen Song hat, Moonlight. Und Dance-Welt, man kann sich jetzt darüber streiten, wie plump das amix ist, weil es gibt halt auch gewisse Label, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Hitsongs zu nehmen aus dem Hip-Hop-Bereich oder vielleicht auch teilweise unbekannte Songs aus dem Hip-Hop-Bereich und dann irgendwie ein neues Dance-Gewand geben, eben in dem neuartigen, modernen Sound, so à la Dinoro. Und Lithuania HQ ist da halt einer von der, wenn nicht der Hauptpräger von so ein bisschen dem neuen Dance-Sound, wo man jetzt sieht, wo halt immer weiter raufkommt. Und lustigerweise, beziehungsweise wenn man so ein bisschen dieser Fährte folgt, wird man halt merken, der Goosebumps von dem Hum, von dem Dance-Producer, ist jetzt ein weiterer Track, der auch aus dem Ecke dort stammt, aus dem Label-Ecke. Ich weiss jetzt nicht, woher er stammt. Es geht jetzt nicht so groß um ihn als Künstler, wo wir uns da anschauen. Es geht mir jetzt mehr darum, was da dahinter steckt, dass da jetzt der Goosebumps als neue Version rausgegeben worden ist. Und eben so macht natürlich die Episode, die ich mal gemacht habe, über Songabwandlungen oder neue Versionen, Remixes, macht auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn ich da den Kontext schreibe. Wieso ist mir jetzt der Goosebumps aufgefallen, oder der Song? Für die auch jetzt Spotify und Apple Music ein bisschen folgen, werden halt merken, wenn man das ein bisschen sieht, auf der Seite, vielleicht muss ich das ein bisschen anpassen nach links, genau. Seht ihr über mir, seht ihr, dass er auch in der Schweiz unter anderem jetzt in recht vielen Pop-Playlists Spotify-seitig, wir befinden uns da jetzt auf Spotify für den Analysezweck, ist er auf Spotify der Song jetzt langsam immer in wie mehr Pop-Mainstream-Playlists reinkommen. Unter anderem die grösste Playlist in Frankreich, die Hits de Moment, ist wie der Top Hits Schweiz da. Die heisst, die ist einfach umgeschrieben dort, übersetzt. Dann Top Hits Deutschland, genauso wie Top Hits Schweiz, da die grössten Pop-Playlists genießt den Song wie so schon. Und Pop Rising merkt man da jetzt auch, dort ist er auch schon drin. Irgendwo in der 10er Region, da genau. Ist natürlich spannend zu sehen, dass jetzt der Goosebumps von dem Dance-Producer als neue Version jetzt im 2020 wieder am Steigen ist, beziehungsweise eine komplett neue Version daraus entstanden ist vom Original Travis Scott Song, und die neue Version
auch in völlig anderen Bereichen jetzt gross wird. Weil eben, wenn man sich ein bisschen daran erinnert oder auch ein bisschen zurückverfolgt, wenn man den Goosebumps von Travis Scott würde analysieren auf Spotify, ist er damals in gewissen Ländern schon gross gewesen, aber eher Hip-Hop gross. So. Jetzt die Leute, die sich ein bisschen für Hip-Hop interessieren, werden halt wissen, klar, es hat halt auch irgendwann einmal den Mainstream interessiert, aber auch nicht vielleicht so, wie man vermutet hat, dass das jetzt ein riesiger Mainstream-Hit geworden ist, dass jetzt die Petra von Hinterpfüpfigen und keine Ahnung, und Michael vom Land, dass die alle auch wissen, dass die auch alle den Song mitbekommen haben, weil im Radio ist er halt nicht gelaufen, er ist auf Spotify sicher abgegangen und auf Apple Music und auch auf YouTube natürlich, aber es ist auch schon ein Zeitchen her und ich weiss halt, weil ich das damals auch gesehen habe, in der Musikindustrie, ist er nicht zwungenermaßen in all diesen Pop-Playlists enthalten gewesen, wo heutzutage gross sind, jetzt auf Spotify. Und das Spannende halt bei dieser neuen Version von Goosebumps, halt ein Grund, wieso ich die Folge machen wollte, um ein bisschen auch wieder auf die andere Episode mit der Songabwandlung das können zurückzuführen, ist halt, dass jetzt die neue Version, das muss halt den Leuten ein bisschen bewusst werden, die neue Version hat jetzt die Möglichkeit, irgendwo anzuwandern, wo es der Originalsong Goosebumps von Travis Scott nicht angeschafft hat. Also in ein gewisses Segment, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Teen-Pop-Playlists, wie jetzt da Pop Rising, wo es der Originalsong nicht hätte reingeschafft. Mint genauso. Wenn ihr seht, die Mint ist einer der grössten Dance-Playlists, die es im Spotify-Universum gibt. Und da ist der Song auch auf Platz 2 platziert. Also es ist offensichtlich ein Song, der jetzt sehr stark schon anläuft. Der Song, für die es wundern, oder zum Zeitpunkt von dieser Episode da, hat der Song 62 Millionen Streams auf Spotify. Das ist stattlich, werden wir aber nachher sehen, ist sicher noch nicht das Ende, weil der Song ist auch noch am Wachsen in gewissen Ländern. Aber das ist natürlich schon so ein Indikator für mich, wenn ich das jetzt von außen betrachte, dass wenn er in so einer Mint, einer der grössten Dance-Playlists, hoch positioniert ist, genießt der Song natürlich jetzt schon gewisse Flächen, wo sehr stark sind, sage ich jetzt mal für den Konsum, also Playlist-Positionen. Also wir gehen jetzt nicht darüber reden, dass der Song einfach organisch jetzt natürlich auch einfach gesucht wird. Wir kommen nachher noch ein bisschen dazu mit der Google Trends Suche, was dann auf YouTube alles passiert. Aber allein schon das Prinzip wird ich jetzt so ein bisschen verständlich machen. Das ist halt ein Argument mit so einer Songabwandlung. Darum habe ich, wieso, wenn ich da jetzt zurückgehe, werdet ihr vielleicht immer mehr verstehen, wieso es überhaupt so Episoden gibt. Die Macht von Songabwandlungen, neue Versionen und Remixes. Weil, wenn man das jetzt sieht, und wir gehen nachher noch ein bisschen die Historie anschauen, wenn ich jetzt zurückgehe, da in die Spotify-App, der Travis Scott Song Goosebumps Original, kann man halt jetzt davon ausgehen, wenn man zurück in die Historie geht, dass er halt eher in den Hip-Hop-Playlists stattgefunden hat damals. Es hat sicher Pop-Crossover-Playlists gegeben, wo der Song auch reingekommen ist, wie jetzt vielleicht auch dazumals Today's Top Hits oder die grösseren Pop-Playlists. Das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, dass ich mir das auch noch anschaue, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht per se überall super Special Treatment bekommen hat. Und wenn man jetzt könnte sagen, ja gut, aber er ist schon so gross gewesen, dass er natürlich auch in Pop-Playlists gekommen wäre, kann man auf jeden Fall sagen, das habe ich vorher gemeint, dass der Hum-Track, also die neue Version da, Goosebumps vom Hum, wo jetzt im 2020 rausgekommen ist, hingegen, da kann man auf jeden Fall sagen, dass gewisse Dance-Playlists, wie die Beast Mode da, wo so ein bisschen eine Workout-Dance-Playlist ist, wo vor allem Uptempo-Songs reinkommen, oder dann eben so eine Mint-Playlist, dass
das Original Goosebumps von Travis Scott, das da niemals reingeschafft hätte. So. Weil es einfach nicht geht. Ein Hip-Hop-Track, wo man da hätte reingetan, wäre halt sofort irgendwie rausgeskippt worden, weil er halt nicht zu den anderen Songs passt hat und, oder würde passen. Und das macht halt Songabwandlungen und so eine neue Version so spannend, weil ihr müsst auch sehen, weil das können wir mich jetzt fragen, ja, aber Alex, was bedeutet denn das für den Travis Scott, beziehungsweise wie entsteht dann so eine neue Version, ohne dass ich da jetzt ein mega krasses Detail hineingehe mit Publishing und so, weil das ist kein Remix, das ist halt jetzt alles auf der Verlagsseite richtig abgeklärt worden und sonst wäre das auch anders deklariert. So. Darum man muss ein bisschen aufpassen jetzt mit den Definitionen. Ich weiß natürlich auch nicht tiefgründig genau den Hintergrund, was da kommuniziert worden ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist jetzt einfach meine Vermutung, dass das Travis Scott-Team und die Songwriter vom Original Goosebumps das haben müssen approven, beziehungsweise ein Okay geben. Wieso vermute ich das? Weil wenn man da unter den Song-Infos in den Mitwirkenden schauen wird man die gleichen Songwriter finden wie auch im Original Goosebumps. Unter anderem halt der Travis, der Kendrick ist da drin, wo vom Original ja auch einen Verse hat. Von dem her, diese Version müsst ihr euch vorstellen, ist auf der Verlagsseite halt auch abgeklärt worden mit den Originaltexten vom Songs. Vom Goosebumps, von der Travis Scott-Version, die im 2016 gekommen ist. Und sonst wäre die neue Version in dieser Form auch nicht richtig rausgekommen. Was haben sie da anders gemacht bei dem Goosebumps? Wenn man den hört, wird man merken, offensichtlich sind da nicht Travis Scott Vocals verwendet worden, aber es ist einfach ein anderer Vokalist verwendet worden, sprich ein anderer Sänger ist für diese Version verwendet worden. Und ich glaube fast, wenn man jetzt mega nerdig in die Lyrics reingehen, sind 2-3 Sachen ein bisschen verändert worden, wo glaube auf der Originalversion mehr explicit gewesen wären. Haben sie glaube da verändert, einfach wegen dem Zweck, dass das halt jetzt andere Leute anspricht da im Dance-Bereich und man da die Lyrics auch nicht 1:1 hat können übernehmen, aber sie sind glaube so zu 95% sind sie übernommen eigentlich von diesen Lyrics vom Travis Scott und von den Original-Songwriter. Wie ihr da seht, eben, das sind ein paar, die natürlich da beim Original auch mitgeschrieben haben. Und er jetzt als Producer, der Ham, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie funktioniert das mit dem Publishing und so Geschichten. Zudem haben wir natürlich auch gewisse Episoden, könnt ihr euch da auch mal anschauen, wie das wäre bei Remixes. Ich habe glaube eine auch irgendwo unter Publishing müsstet ihr das auch finden. Es gibt auch gewisse, wo man so ein bisschen die Basics auseinandergenommen hat. Eine zu ein bisschen Urheberrecht generell, wo aber eher ein bisschen langfristig ist. Da gibt es aber einen kurzen Clip, kann ich euch sicher auch empfehlen, wo so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Label und Verlag aufgezeigt wird. Und dort reden wir eben auch darüber, was es dann auf sich hat, wenn es jetzt darum geht, dass genau, gehen wir mal da noch weiter, wenn es jetzt zu so einem Song kommt oder so zu so einer neuen Version. Eben, ich kann da auch nur Vermutungen anstellen. Wenn aber so eine neue Version passiert, ist es halt meistens so rechtmäßig, dass der Ham und also der Ham, der Künstler, der neue Dance-Producer, der jetzt die Version gemacht hat, und das Label dahinter, also in dem Fall Lithuania HQ und sie sind glaube ich mit einem Major-Partner sind sie das noch zusammen machen, aus Deutschland aus. Das kann man sich auch mal ein bisschen anschauen, wer da dahinter steckt. Das sind auch Leute, die das nicht zum ersten Mal machen. So, das wirkt jetzt vielleicht alles so, hey, aber das ist irgendein so ein Nobody. Und die hat einfach den Travis Scott Song gerippt. So. Also es war sicher alles offiziell gewesen. Was man kann sagen ist, da hat es sicher auch Abklärungen gegeben, muss ich vermuten. Und die neue Master-Version, die jetzt da erschaffen worden ist, das Label oder halt auch der Künstler hat dann entsprechend vielleicht zu diesen neuen Master Rights haben die halt auch gewisse Rechte, weil halt eine komplett neue Version entstanden ist. Die neue Version folgt natürlich diesen Texten von der Originalversion von Travis Scott
Und darum ist dort auf der Verlagsseite müssen halt die Publishers, die Publishing Companies und die Texter, die halt am Original mitgewirkt haben, auch bezahlt werden und die kommen halt einen Teil von dem neuen Song auch über, automatisch so. Das wird man auch nicht können umgehen. Vor allem nicht bei ihm, wie es jetzt aussieht, dass das ein komplett neuer No-Name-Künstler ist, der noch nie vorher grosse Songs released hat. Also das war sein erster Song auch, wenn man auf sein Profil schauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt nicht da dass da nicht riesige jetzt mega viel hängen bleibt noch beim Dance-Producer jetzt da. Aber er profitiert natürlich, er oder sie oder wer auch immer da dahinter steckt, die Produzenten oder der Dance-Künstler profitiert natürlich auch davon, dass er mit einem riesen Hit von früher halt einen neuen Song aus dem kann machen, wo halt er auch durch die Popularität vom Song vom Travis natürlich mega profitiert. Umgekehrt aber genauso. Darum bei dieser Folge jetzt, wieso gehe ich jetzt immer wieder auf die Episode, die ich schon mal gemacht habe mit den Songabwandlungen. Das ist jetzt genau so ein Beispiel, wo man sich abschauen kann für die Schweiz, wenn man Schweizer Releases hat. Weil ihr werdet vielleicht nachher ein bisschen verstehen, was ich meine. Ich halt oft immer von neuen Versionen geredet und dass man halt bestehende Songs, die man hat, in neue Versionen auch kann verwandeln kann, um halt die Lebensdauer von dem Song länger machen oder den Lebenszyklus generell. So, was meine ich jetzt mit Lebenszyklus? Ab dem Zeitpunkt, wo halt ein Song released wird, ab dann müsst ihr euch vorstellen, läuft wie so im Hintergrund ein Lebenszyklus, wenn man es jetzt musikmarketing-technisch auseinandernehmen würde. Und den Lebenszyklus kann man eben von einem Song, es gibt halt verschiedene Wege, wie man den halt kann verlängern sozusagen. Ein Musikvideo danach kann man zum Beispiel den Lebenszyklus entweder erweitern oder wachsen lassen. Die Kommunikation, die man selber macht, gewisse logische Sachen natürlich, dass wenn man einfach weiter kommuniziert, verlängert man so oder tut man so den Lebenszyklus auch extenden und macht den Song halt auch grösser, natürlich mit der Kommunikation. Und so etwas wie da passiert halt ganz oft, man sieht es halt nicht, weil gut, ich mache halt auch nicht, ich habe jetzt zu dem spezifischen Folge machen, aber dass eine neue Version entsteht, passiert halt ganz oft im Hintergrund, müsst ihr euch vorstellen, vor allem bei den internationalen Künstlern. Aber bei den Schweizer Künstlern sehe ich das noch zu wenig, so das Höchste von den Gefühlen, was man da macht, aber sogar da ist man, bei dem ist man sehr zurückhaltend, sind Remixes. Das funktioniert auf einem gleichen, auf einem ähnlichen Prinzip, wenn man jetzt halt einen Remix würde machen zu einem bestehenden Song, würde man seinen Lebenszyklus auch verlängern. Und darum sage ich auch immer ein bisschen, oder versuche ich zu empfehlen, denkt auch über so neue Versionen dran oder einen bestehenden Song nehmen und den neu zu verpacken, beziehungsweise vielleicht eben mit einem anderen Beat nochmal zu re-releasen, weil so etwas wie da ist halt, das ist jetzt sehr spezifisch, was wir da auseinandernehmen, aber einfach, dass ihr ein bisschen versteht, was da Zeiträume sind. Der Travis Scott-Song, wenn man nach Genius jetzt geht, gemäß Genius, ich habe da einfach den Goosebumps von Travis Scott gesucht. Ich habe halt auch nicht mehr gewusst, weil das so lange her ist, wann das tatsächlich rausgekommen ist, der Song. Da würde man dann sehen, wenn man runterscrollt, dass der Song, da bis Track-Info, am 2. September 2016 ist der rausgekommen. Ich hoffe, das sieht man jetzt da, genau. Ist der Original Goosebumps von Travis Scott rausgekommen. Jetzt der Goosebumps, die neue Version von dem HVME, von dem Dance Producer, ist dieses Jahr rausgekommen und um genauer zu sein, am 11. Juni 2020 ist die Goosebumps-Version rausgekommen. Jetzt für das Team von Travis, darum, wenn ihr jetzt die Position von Travis Scott habt, vom Artist-Stream von Travis Scott, ist das halt ein zusätzlicher Segen. So, man kann sich jetzt darüber streiten, braucht das der Travis Scott überhaupt, weil der ist riesig. Klar, ist jetzt etwas anderes, aber als Artist-Team oder Management nimmt man so etwas dankend an oder
wäre jetzt auch dumm, sage ich jetzt einmal, wenn dann so eine Publishing-Anfrage würde reinkommen, dass man halt das irgendwie einfach abseit, ohne da richtig zu schauen, wer dahinter steckt, weil offensichtlich hat das jetzt da geklappt, dass sie mit dem Song, und das werde ich euch nachher zeigen, ein bisschen mit Statistiken, dass man mit dem Song nicht nur das Keyword Goosebumps, sondern halt auch mega viele neue Leute vielleicht potenziell könnte aufs Original wieder zurückführen vom Travis Scott. Darum, wenn ihr jetzt die Position habt vom Travis Scott in dem Fall, ist halt spannend zum Schauen, beziehungsweise spannend auch so Sachen aus einer Schweizer Perspektive vielleicht mal zu verfolgen, weil ich sage mal so, die meisten haben halt in ihrem Katalog, die meisten Schweizer Künstler oder Künstlerinnen haben in ihrem Katalog irgendwelche Songs, die halt zu den populärsten Songs gehören, zu den meistgestreamten Songs. Und ich finde es halt auch schade, dass das Höchste von den Gefühlen hier in der Schweiz neu ist, ja, vielleicht allenfalls danach ein Musikvideo zu machen. Oder wenn dann der Song ein 10-Jahres-Jubiläum hat, also ein 5-Jahres-Jubiläum, dass man dann sagt, hey, Happy Birthday auf Social Media, mein Song da, wo der meistgestreamte Song ist oder whatever, ist 5-jährig geworden. Aber man überlegt sich eben nicht so viel mal, dass man halt auch neue Versionen kann machen aus diesen Songs, halt aus einem Musikmarketing-Sinn, aber auch zum die neuen Versionen oder die Songabwandlung oder die Remix-Versionen auch komplett neue Leute können zu zeigen, die vielleicht mit deiner Core-Audience, mit deiner Haupthörerschaft vom Originalsong vielleicht gar nichts mehr gross zu tun hat, wie bei der neuen Dance-Version von Goosebumps, wo all die Dance-Playlists plötzlich reinkommt, wo vorher niemals den Travis Scott gelost hätten oder den Goosebumps, weil dort durch eben, vielleicht für Hip-Hop-Leute, die da jetzt dazuhören, ist es ein bisschen schwierig zu nachvollziehen, aber Goosebumps ist natürlich riesig und der Travis Scott, aber er ist nicht so riesig, dass er halt in allen Genres irgendwie von den Dance-Leuten irgendwie auch abgefeiert wird. Die wissen vielleicht, wer der Travis Scott ist, aber mehr aus der Zeitung, aus den News, aus irgendwelchen Online-News-Geschichten, Celebrity News und nicht wegen seinen Songs. Und dort ist es natürlich schon spannend, wenn man jetzt halt aus Schweizer Perspektive das anschaut und sagt, ja, aber wie hilft mir da jetzt das, was der Alex da sagt? Überlegt ein bisschen mehr in die Richtung, dass man auch neue Versionen machen kann zu einem bestehenden Song, den man im Katalog hat. So ganz einfach. Weil genau die Releases oder das Release-Date, das man uns ja jetzt angeschaut hat, eben beim Travis Scott, ist das September 2016 gewesen, müsst ihr euch vorstellen. Und beim Hum, bei der neuen Goosebumps-Version, ist es Juni 2020 gewesen. Und wenn wir jetzt eben Google Trends anschauen, ich werde dann all die Tools auch noch in die Description reinnehmen, dann könnt ihr euch selber ein bisschen forschen, für die da die Track-Travel-Prozess folgen, sich auch ein bisschen selber anschauen. Werdet ihr sehen, bei Google Trends kann man halt nach Keywords suchen. Und ich habe das jetzt gefiltert einfach nach Goosebumps, nach dem Keyword Goosebumps, wo die Leute auf Google in die Suche eingeben. Und dann habe ich da bei Kategorie YouTube suchen, sprich, es zeigt mir jetzt nur einen Zeitverlauf von den Leuten, die Goosebumps auf YouTube gesucht haben in den letzten 5 Jahren. Weltweit habe ich jetzt mal gemacht. Wir können uns nachher noch schnell andere Länder anschauen. Dann werdet ihr ein bisschen merken, was ich meine, dass die neue Version von dem Hum, von dem Dance Producers, jetzt natürlich auch ein bisschen sorgt dafür, dass der Goosebumps wie so ein bisschen einen zweiten Frühling kann, verwünscht hat oder so ein bisschen aufleben kann bei völlig neuen Leuten. Ihr werdet da sehen, um ein bisschen historisch zurückzugehen, wenn ihr das jetzt seht auf dem Screen, wie gesagt, der Goosebumps Original ist im genau etwa da rum, September 2016 rausgekommen. Ihr seht da den Bump, der da passiert ist, weil der Travis Scott ist vor dem Goosebumps noch ein bisschen unbekannter gewesen als danach. Ihr seht da hat so ein bisschen der Song angefangen aufzukochen. Und ich bin mir ziemlich sicher, klar, es sind natürlich auch noch andere Songs rausgekommen in dieser Zeit von 2016 bis da zum Peak 2017, April 2017. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Welle da ist halt durch Goosebumps entstanden da.
wenn man das jetzt so sieht, genau. Und dann ist es auch halt aufgegangen, immer mehr am Wachsen gewesen. Irgendwo da müsste ich meinen, ist halt dann Goosebumps so zum riesen Hit geworden im Hip-Hop-Bereich, aber auch so im Pop-Crossover-Bereich, dort wo es halt hat können angehen, sage ich jetzt mal, weil er halt immer noch dort auch noch ein bisschen limitiert war, glaube ich, oder ein bisschen mehr verankert war im Hip-Hop als heutzutage jetzt, weil das ist eben 2016, das ist halt eine Weile her. So. Und wenn man dann da sieht, und fast forward in 2020, sehen wir da einen riesen Peak. Jetzt, der riesige Peak ist nicht wegen dem neuen Release vom Hum passiert, also vom neuen Goosebumps Release. Das, was ihr da seht, für den Fall, dass ihr euch wundert, der Peak da, zuoberst oben, das war April gewesen. Wieso es da so aufgegangen ist, das ist wegen Travis Scott Fortnite-Event gsi. Das ist um die gleiche Zeit, wo man gesehen hat, da ist der Upload entstanden, wo er auch, glaube ich, eine EP noch mit dem Kid Cudi released hat. Und da ist natürlich Goosebumps auch extrem präsent gsi, dem Fortnite-Event. Und es ist halt lustig, das jetzt zu sehen, wegen dem ist die Popularität von dem Suchbegriff Goosebumps auf YouTube ist dann nachher wieder voll in die Höhe geschossen, wieder wegen all diesen Fortnite-Kids, wo irgendwie gefunden haben, ich gehe jetzt nach Goosebumps schauen. Und da kann man jetzt schauen, nach dem Release, auf dem Lithuania HQ YouTube-Channel ist der Goosebumps am 18.06.2020 aufgeladen worden, also die neue Dance-Version. Der hat jetzt da, wie gesagt, wenn wir ein bisschen getreu dem Track-Travel-Prozess ein bisschen analysieren wollen, auch wenn ich nicht so tief jetzt reingehen kann in dieser Folge, aber vielleicht mache ich mal einen Teil 2 irgendwann zu dem Hum und zu Goosebumps generell, hat er da schon 15 Millionen Views global jetzt weltweit auf YouTube, eben auf Spotify sind es 62 Millionen, Apple Music können wir leider nicht erfahren, wie viel das sind, weil die Zahlen nicht publik haben. Aber lass es, das sind jetzt einfach Spekulationen von mir, lass es nochmal 10 bis 15 Millionen sein auf Apple Music oder zwischen 5 und 10 Millionen irgendwo dort in dieser Range vielleicht, je nachdem, wie gross der Song schon abgeht, das können wir uns nachher schon noch anschauen. Jetzt, der ist halt am 18.06. da aufgeladen worden. Und da, wenn wir jetzt den weltweiten Filter drin haben und wir gehen da auf den was ist das gewesen? Sorry, Juni, genau, und gehen da halt schauen, nach dem Fortnite-Event ist es halt wieder ein bisschen runtergegangen mit den Suchen nach Goosebumps und da wird man jetzt auch nicht sehen, dass es halt wieder mega aufgelebt hat wegen dem neuen Release von Goosebumps, so, weil wir aber da im Weltweiten sind. Wenn wir jetzt allerdings in ein Land geht, wo Goosebumps, also die neue Version, die Dance-Version, schon am Wachsen ist, und das können wir jetzt da mit Deutschland machen, würden wir jetzt sehen, Deutschland, dass wenn wir jetzt die letzten 5 Jahre Deutschland anschauen, dann würde man da eine relativ ähnliche Entwicklung sehen. In Deutschland ist der Goosebumps auch ein grösserer Hip-Hop-Track gewesen natürlich, weil das ist ein globaler Hip-Hop-Hit geworden. Deutschland will aber Deutschland nie so richtig ein Hip-Hop-Land war, sage ich jetzt mal, für internationale Releases. Also da ist die Schweiz deutlich stärker gewesen, bei Ami-Releases. Also die Schweizer Konsumenten haben halt einfach mehr Hip-Hop-Musik aus den Staaten gestreamt. Sieht man da ein bisschen einen inkonstanten Zeitverlauf, so mit halt ab und zu ist es halt immer wieder ein bisschen runtergegangen. Eben Goosebumps, muss ich vermuten, kann man dann später auch noch anschauen, ist jetzt nicht ein Überhit geworden in Deutschland damals. Aber da wird man jetzt auch sehen, da war der Fortnite-Event wieder gewesen. Deutschland hatte auch einen Impact gehabt, wie ihr da gesehen, im April 2020. Und wenn man da jetzt ein bisschen genauer anschaut und sich das anschaut, nach dem Juli, weltweit ist es halt etwa gleich geblieben, wie ihr da gesehen habt, aber da ist es jetzt wieder aufgegangen. Und das ist um den Zeitverlauf September jetzt gewesen. Und ich kann jetzt sehr stark davon ausgehen, dass die Peaks, die ihr jetzt da sind, die neuen Peaks, die haben halt mit grosser Wahrscheinlichkeit, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit, das kann ich nachher auch mit anderen Statistiken noch backen,
sind die neuen Peaks entstanden, weil die neue Version von Goosebumps jetzt immer eine größere Popularität genießt. So. Woher weiss ich jetzt, dass er in Deutschland, woher bin ich jetzt so sicher, dass es auch in Deutschland ein bisschen mehr abgeht? Wir haben in diesem Track-Travel-Prozess, und ich switch da ein bisschen hin und her, im Track-Travel-Prozess schon mal die Quarp.net-Seite angeschaut für einen anderen Case. Und die Quarp.net-Seite, für die es nicht kennen, ich tue es auch noch in die Description, dann könnt ihr ein bisschen selber schauen. Wenn man da auf Spotify klickt, kann man sich Spotify Chart-Historie anschauen. Also die ganze letzte Historie, wie weit ein Song aufgekommen ist in die Charts, in die Spotify-Charts von den verschiedenen Ländern. Und man kann das auch schnell so anschauen, wie ich den gefunden habe nachher. Wenn man jetzt das Land auswählt, wenn ich ein bisschen weiter anzoome, dann müsst ihr da nur dann, das ist natürlich auf Englisch, wenn wir jetzt nach Germany sehen, dann seht ihr da Daily und Totals. Ihr wollt jetzt im Moment nicht Daily anschauen, weil Daily wäre einfach die täglichen Streaming-Charts, Top 200. Ihr wollt bei Totals reinklicken, weil ihr da auch viel weiter runter könnt als nur Top 200. Und wenn man jetzt da nach dem HVME sucht, wird man da sehen, irgendwo auf Position 1306, zählt das Quarp, einfach ein bisschen als Background, zählt halt alle Streams, die passiert sind, wenn der Song einmal in die Charts kommt. Also wenn er mal drinnen ist in diesen Top 200 Spotify Charts, ab dann zählt die Datenbank von Quarp. Sprich, die 7,7 Millionen, die da werden gesehen, wenn ihr ein bisschen selber recherchiert, total 7,7, der Song wird mehr haben in Deutschland als nur 7,7 Millionen Streams. Die 7,7 sind nur tatsächlich in dem Zeitraum gezählt worden, wo der Song halt in die Top 200 gekommen ist. Und wenn man jetzt da auf den Song klickt, ich hoffe, das sieht man, ich tue das jetzt ein bisschen, ich tue das nachher verlinken, kommt man in die Chart-Historie vom Song selber. Sprich, es sind jetzt ein bisschen viele Infos. Wir sind jetzt in der Chart-Historie vom neuen Goosebumps, also von dieser Dance-Version, von dem Artist Hum. Und wir befinden uns da jetzt nur auf Spotify. Das, was ihr da seht, sind jetzt die Tagespositionen. Wir sind da jetzt Daily am anschauen. Oder ist das Daily? Das ist Daily, genau. Genau, das macht es noch ein bisschen genauer. Kann das sein? Peak um 12 Uhr. Wenn wir jetzt eben die Spotify Charts schauen, Spotify Charts. Die haben wir ja da mal ein bisschen angeschaut. Ich jetzt gerade mal schauen, ob das stimmt. Wenn wir jetzt da Germany anschauen. Wo ist er jetzt? Aha. Vom 22. Seht ihr da? Momentan jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufzeichnen, ist er auf dem 22 in Deutschland in den Spotify Charts. Sprich, wenn man da jetzt weiter runtergeht, genau, müsste stimmen, 22. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind jetzt, ihr seht da, die verschiedenen Initialen sind logischerweise die verschiedenen Länder, in denen der Song, die neue Dance-Version von Goosebumps, schon am Charten ist auf Spotify. Zuoberst oben in der ersten Zeile seht ihr immer den Peak, den All-Time-Peak. Sprich, der Song ist auch schon höher gewesen, er ist auf dem 12 schon peakt in Deutschland in den Spotify-Charts. Umso weiter wir runtergehen, umso näher sind wir an unserem Datum heute. Ihr seht, es fängt an vom 26. Oktober und geht aber bis zum 25.11. Also jetzt näher an unserem Datum für die das jetzt den Upload anschauen. Und ihr seht da auch, dass, jetzt muss ich mal schnell schauen, ist da auch schon recht hoch eingestiegen von Anfang an. 26 kann das sein, wenn ich Weekly mache. Ich glaube, die Weekly stimmen eben eher 19. Dann machen wir es mal mit der Weekly, weil man kann natürlich auch wöchentlich anschauen, nicht nur Daily. Kommt aber aufs gleiche Schlussendlich. Da schaut man sich einfach die ganze Woche an. Genau, ihr seht da am Anfang, also um den Juli herum, ist er da zum ersten Mal eingestiegen, auf dem 175 in Deutschland. Gibt auch gewisse andere Länder, wo da
der Song schon am Aufkochen ist, beziehungsweise am Aufgehen ist. Ihr könnt das ein bisschen anhand von den Peaks anschauen. Wo die tiefsten Zahlen sind, ist er am höchsten in diesen Ländern. Sprich, Deutschland ist er schon recht am Abgehen, der Song, auf Spotify. DK, Dänemark müsste das sein, genau. Schweiz ist er auch schon in der Top 50. So. Das ist natürlich auch für uns jetzt relevant, dass er davon ausgehen, für die, was interessiert, dass jetzt ganz viele neue Dance- und so Dance-Pop-Hörer jetzt auf die Version von Goosebumps werden stoßen. Dann gibt es da gewisse Länder, Luxemburg ist da auch noch weit oben, Frankreich auch, vom 38 schon peakt bis jetzt, also der All-Time-Peak. Sprich Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich auch natürlich, also so Deutschland, Österreich, Schweiz Konstrukt. Dann Frankreich sind so ein bisschen die Länder, wo der Song jetzt am Wachsen ist, Spotify-seitig, eben wir befinden uns da halt nur auf Spotify. Und so habe ich jetzt natürlich auch erfahren, mit dem Coop.net kommt man halt ein globales Bild über, wo es um die Songs amix steht, wo einen interessiert, für die da eben den Track-Travel-Prozess anschauen und sagen, hey, ich will da ein bisschen selber recherchieren, kann man sich das Coop.net mal ein bisschen genauer anschauen, weil man wird dann ziemlich schnell sehen oder selber können erfahren mit öffentlichen Daten, dass halt in Deutschland der Song recht stark schon am Wachsen ist, eben zuletzt da im 20er-Bereich schon. Und das hat mich dazu verleitet, das so nachher aufzuzeigen, dass ich schaue, ja gut, was passiert in Deutschland tatsächlich auf YouTube in der Suche, wird nach Goosebumps gesucht, nach dem Keyword, und wieso jetzt der Goosebumps und nicht nach Ham suchen oder nach dem Künstlernamen, weil einfach, es gibt die Erfahrungswerte weltweit, aber das ist in der Schweiz nicht anders, bei YouTube-User und Userinnen, dass man als YouTube-Hörer dazu tendiert, nach dem Titel zu suchen. Mehr nach dem Titel als nach dem Künstler. Das ist in allen Genres etwa so, das Verhalten relativ ähnlich, dass wenn man amigs in dem Google Trends auch würde zeitgleich nach dem Künstlernamen suchen, würde man immer merken, dass der Titel stärker gesucht wird, oftmals so. Nicht immer, aber so in 99% der Fälle. Darum bin ich halt da nach Goosebumps jetzt schauen, und wenn man nach Deutschland filtert, würde man halt sehen, wenn man das jetzt vergleicht, die Peaks da hinten, eben der Fortnite-Peak, da muss man ein bisschen, den Fortnite-Peak da, wo ihr seht, den muss man schnell ein bisschen ignorieren. Das ist eben wegen einem Event von Travis Scott. Aber alles, was da jetzt danach passiert und die neuen Peaks, die sind ziemlich sicher wegen dieser neuen Version passiert, wo da, wenn ihr den Zeitraum da würdet kontrollieren mit Coop.net und dass es da gestiegen ist in diesen Oktober- und Novemberwochen, dass das ziemlich übereinstimmen müsste, dass halt auch die Präsenz, könnt ihr euch jetzt vorstellen, in Deutschland auch immer grösser geworden ist. Wenn man jetzt die Schweiz anschauen, weil er in der Schweiz ja auch schon ein bisschen am Wachsen ist, der Song, würde man da einfach auf einem tieferen Niveau in den Google Trends, in der YouTube-Suche das Gleiche sehen. So, da seht ihr auch, das ist irgendwo da der Fortnite-Event gewesen, der Impact vom Fortnite-Ding, vom Travis. Und da die einzelnen Ausschläge, die ihr seht, kann man schon davon ausgehen, dass das jetzt wegen dem Ham-Dance-Track passiert. Es wäre jetzt ein bisschen schwieriger zu ermitteln, wenn man wüsste, dass der Travis Scott jetzt da mega krass am Kommunizieren ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt in so einer Downtime ist und nicht gerade grosse Songs kommuniziert. Beziehungsweise nicht als spezifisch der Goosebumps-Song. Darum kann man dort ein bisschen davon ausgehen, dass das, was ihr da seht, auch in der Schweiz wiederum, die Suchtreffer, die könnten jetzt gut möglich, dass die wegen dieser Version da entstanden sind, dass halt Leute den Goosebumps da suchen vom Ham. Weil wenn man jetzt das testet, ich weiss nicht, ob bei mir eben jetzt wegen der Vorsuche, ich habe das einmal gesucht, kommt es halt vielleicht jetzt zuerst, aber da seht ihr, was ich ein bisschen meine. Das wird bei allen sieht das natürlich ein bisschen anders aus, je nachdem, was man sucht auf YouTube. Aber ihr seht als erstes den Travis Scott Song, das Original, vor 3 Jahren aufgeladen. Und jetzt seht ihr da vor 5 Monaten die neue Goosebumps-Version. Und das tut eigentlich sehr bildlich das sehr gut darstellen,
die Macht von so einer neuen Songabwandlung, sage ich jetzt einmal, oder von einer neuen Version, eben, um das ein bisschen zurückzuführen oder da den Bogen spannen zum Abwandlung. Wegen dem gibt es eigentlich den Upload da. Von dem her kann ich empfehlen, das ist natürlich einer der Uploads. Die Ironie ist jetzt einer der Uploads, der am wenigsten geschaut worden ist bislang. Aber vielleicht versteht man dann nachher auch ein bisschen die Macht dahinter, was so eine neue Version kann machen kann. Weil da müsste man jetzt strategisch auch sehen, dass das auch einem Travis Scott helfen kann. Weil der Travis Scott profitiert von diesem Song auch wenn er als Künstler nicht drinnen ist er natürlich mit seinem Camp und mit seinen Leuten, ist er da im Songwriting vertreten und der Songtitel ist genau der gleiche. Ihr werdet, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, das ist jetzt nicht in dem Sinn speziell, dass das mega selten passiert. Wenn man dort ein bisschen genauer anschaut, passiert das relativ oft in der Dancewelt, dass man sich halt jetzt eben, der Trend ist halt, dass man sich ein bisschen so die Hip-Hop-Tracks von früher anschaut, aus der 2000er-Reihe, 2010 bis 2020, etwa dort rum. Also nicht einmal die ganz alten, sondern so ein bisschen die neueren Tracks und macht dann aus denen so ein bisschen neue Dance-Versionen. Und ich sage mal so eben, für einen Schweizer oder eine Schweizerin, die da jetzt zuschaut und sagt, ja, aber gut, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Schaut euch die Episode mal an mit der Songabwandlung auf dem Cola-Podcast und dann macht euch auch ein bisschen Gedanken darüber. Vielleicht habt ihr halt einen Song in eurem Katalog, wo halt genau, wo ihr auch vielleicht einmal denkt, ja, bei dem ist die Luft eigentlich noch nicht draussen bei dem Track oder bei dem Song, wo vielleicht schon released worden ist. Und genau mit so Weg, wenn man jetzt vielleicht einen anderen Beatmaker dazu nehmen oder vielleicht halt einen Remix, man kann das auch, es ist genau das gleiche Prinzip im Remix, man nennt es dann einfach anders, dass ich das halt noch relativ wenig sehe, dass man dann einen bestehenden Song würde nehmen, wo halt in einer gewissen Hörerschaft vielleicht schon etwas erreicht hat oder schon populär geworden ist und der einfach flippt in etwas Neues. Jetzt bei dem Travis Scott und Hum, also bei dem Goosebumps Case, bei dem Beispiel, ist es halt schon relativ speziell, dass das so spät danach noch passiert. Also nicht im Sinn von, das gibt es halt immer wieder, Dance-Covers oder neue Versionen natürlich, dass das immer ein bisschen recycelt wird. So, das per se ist nichts Neues, aber dass dann die neuen Versionen auch gerade so anhauen, wie das jetzt da passiert mit dem Run, wo jetzt da auch das Label dahinter, Lithuania HQ hat, ist halt schon speziell oder kann man sich auch sehr, sehr viel dabei abschauen, weil die haben jetzt wie so ein bisschen den Song, im Englischen nennt man es ein bisschen Recontextualizing, also man hat wie so einen anderen Mood gemacht aus dem bestehenden Song, den in einen anderen Kontext packt. Der Kontext ist jetzt da eher Dance anstatt Hip-Hop. Der Songinhalt relativ ähnlich, der Mood anders, der Kontext anders und durch das Recontextualizing haben wir den bestehenden Song Goosebumps von Travis Scott jetzt einfach genommen und in eine völlig andere Sphäre da, wenn das Sinn macht. Und es hält da eigentlich nichts davon ab, das auch als Schweizer Künstler oder Künstlerinnen mal auszuprobieren. Eben, viele sehe ich da, ab und zu macht man es halt mit einem Remix, dass man jetzt, würde ich sagen, man holt einfach ein Remixer, so. Das ist jetzt so ein bisschen mehr der traditionelle Mindset. Aber das, was jetzt da passiert ist, ist halt wirklich auch verlagsspezifisch relevant für gewisse Künstler, die jetzt würden sagen, ja, ich habe da halt einen Song und ich hätte auch kein Problem damit, dass jemand anders den Song nochmal neu interpretieren, weil ich würde sowieso auf der Verlagsseite, auf der Suiza-Seite würde ich halt wegen dem Text, weil ich den Text zum Beispiel geschrieben habe oder Komposition gemacht habe, werde ich dort auch davon profitieren können und würde so etwas eigentlich gerne sehen. Genau für so Leute habe ich das mal ein bisschen aufzeigen, kann man halt so etwas auch machen, um einfach den Song neu aufleben zu lassen, vielleicht in einem neuen Gewand, von einem neuen Interpret. Und dort muss man, sage ich mal, einfach ein bisschen über sein eigenes Ego, über seinen Schatten auch können springen oder das Ego ein bisschen auf die Seite tun, dass halt auch so Wege führen, dass
die neue Songversion, die entsteht, mit welchen Leuten auch immer, oder neue Mitwirkende, die da dazukommen. Vielleicht wird man den Text gleich lassen wie vorher, aber man hat irgendeinen neuen Beatmaker dazugeholt oder irgendeinen neuen Produzent oder eine Produzentin, die komplett eine neue Version daraus gemacht hat. Einfach die Komposition wird geändert, der Text bleibt gleich. Oder Komposition bleibt bis zu einem gewissen Teil auch gleich, textlich ändert sich oder adaptiert man ein paar Sachen und man macht irgendeinen Remix daraus. Oder was zum Beispiel im Hip-Hop auch oft passiert, dass man sagt, man nimmt einen bestehenden Song und macht einen anderen Verse drauf von einer anderen Person halt, und nennt es dann in Klammern einen Remix. Aber dass man sich auch dort ein bisschen mehr Gedanken macht zu dem, weil das Beispiel ist jetzt nicht exklusiv nur im Hip-Hop und Dance so. Das kann man für Leute, die sich da jetzt ein bisschen inspiriert fühlen, kann man das halt überall anwenden. Wenn man jetzt halt eben, man muss nur ein bisschen drauf kommen und seinen Katalog halt einmal anschauen und ein bisschen analysieren und denken, okay, welche von diesen Songs könnte ich eigentlich sozusagen recontextualisen, könnte ich in einen neuen Kontext tun, in einen neuen Mood, so. Ohne, dass man aber vielleicht die Grundidentität oder den Inhalt so fest müsste ändern. So. Ich weiss, jetzt könnte man natürlich auch noch darüber reden, dass das halt für viele aus einer künstlerischen Sicht könnte das auch wie grusiges Recycling aussehen. So. Aber auf dem Cola-Podcast da schauen wir uns ja auch ein bisschen die Musikmarketing-Seite ein bisschen nerdiger an, für die das halt interessiert. Auch bei so einem Track-Travel-Prozess. Und mir ist jetzt auch darum gegangen, auch ein bisschen neue Ideen zu liefern, wenn ihr halt einen Song habt, wo ihr gewillt wäret, vielleicht eine neue Version zu machen, könnt ihr euch genau so Beispiele ein bisschen als Inspiration nehmen. Das muss nicht heißen, macht jetzt eine Dance-Version daraus, sondern das kann auch einfach der Anstoß sein, um mal auszuprobieren, hey, ich habe vielleicht da einen Song, das kann im Pop-Bereich sein, Hip-Hop, was auch immer, Rock, und im Pop-Hip-Hop geht das jetzt am einfachsten teilweise. Also man sagt, ja, vielleicht finde ich die Hook da gut, aber der Verse, den ich gemacht habe, oder die Strophen, die ich geschrieben habe, die sind halt so ein bisschen medium stark gewesen. Und jetzt behalten wir da halt den Hook und nennen es halt dann irgendwann in einer neuen Version Remix und lässt halt dann noch jemand anderes drauf gehen. So. Und so hat man eigentlich nachher den Song, den man vielleicht sowieso pushen will, langfristig, hat man jetzt genommen und noch eine zweite Version gemacht, mit der man auch Content und neue Kommunikation kann erschaffen kann. So. Das kann halt wie so in sehr, sehr viele verschiedene Wege gehen. Darum, ich kann am ehesten einfach nochmal so ein bisschen darauf hinweisen oder eine Folge daraus machen, wo ich ein bisschen kombinieren mit dem Track-Travel-Prozess, mit dem neuen Format. Aber dass ich euch sicher kann empfehlen, wärmstens empfehlen, mal auch die Song-Abwandlungsfolge anschauen, die Episode. Dann versteht ihr auch ein bisschen, was dahinter gemeint ist. Wenn es um den Ham geht, der Künstler da dahinter, beziehungsweise der Song, würde ich meinen, wenn ich das noch ein bisschen schnell richten kann jetzt zum Schluss, das schaffe ich jetzt wahrscheinlich genau so, sehr schön. Wenn es jetzt um den Track-Travel-Prozess geht, können wir sich das sicher auch noch tiefer anschauen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht Apple Music zuletzt angeschaut, beziehungsweise müssen wir jetzt vielleicht auch aus zeitlichen Gründen skippen, weil es mir auch darum gegangen ist, einfach mal die Runde zu schliessen mit dieser Episode. Man könnte sich halt da auch noch anschauen, wie der Song auf Apple Music stattfindet im Moment. Würde man halt aber auch relativ schnell nachher merken, dass der Song da auch in der Dance XL, also in der grössten Dance-Playlist schon vertreten ist, in den Today's Hits, in einer Future Hits. Ihr seht da, er ist natürlich auf Apple Music in der Top 100 schon vertreten. Dance Pop Hits. Ihr seht, es hat relativ ähnliche Features wie auch schon auf Spotify oder auf den anderen Plattformen. Und ja, für die, was interessiert, könnt ihr sicher mal gespannt dort zuschauen, wie der Song weiter wachsen wird auf Apple Music und auf Spotify da in der Schweiz und auch auf YouTube natürlich. Und ich werde das sicher alles noch verlinken in der Video-Description, dass ihr euch das auch ein bisschen selber könnt anschauen könnt. Die Apple Music jetzt einfach noch zum Schluss, dass wir einfach Vollständigkeit halber
auch ein bisschen einen anständigen Track-Travel-Prozess daraus gemacht habe. Aber genau das habe ich ein bisschen gemeint mit neuen Versionen, Songabwandlungen, am Beispiel jetzt von dem Goosebumps-Track vom Hum, beziehungsweise im Original vom Travis Scott. Das kann halt auch, wie ihr seht, wenn der Travis Scott-Song 2014 rausgekommen ist, nein, 2016 und jetzt D2020, kann das halt gut und gerne auch etwas sein, wo man sich für seinen Katalog später erst herausfindet, dass man sagt, okay, man macht einen Track im 2020. Da weiss ich jetzt in diesem Beispiel tatsächlich, weiss ich nicht, ob das vom Travis Scott Camp ausgekommen ist, vom Management von Travis Scott oder von den Leuten von Travis Scott dahinter. Kann man jetzt auch nur spekulieren, ich denke es nicht, das ist jetzt einfach meine Meinung. Ich glaube, die Lithuania HQ-Leute, das Label, das Dance-Label, die sind halt sehr, sehr schlau. Es hilft aber natürlich, wenn man da ein bisschen in das Rabbit Hole reingeht, wird man merken, die sind natürlich beim gleichen Label vertreten, beim gleichen Major-Label wie auch der Travis Scott international. Darum glaube ich, das ist wahrscheinlich noch vom Travis Scott Camp gekommen, vielleicht auch schon, wenn sie schlau genug gewesen wären, das zu machen. Aber wieso denke ich jetzt nicht, weil die Amis bekanntlich eigentlich nur auf Amerika schauen, beziehungsweise Europa halt wie so ein bisschen als den Cousin anschauen, wo man ein bisschen vernachlässigen kann teilweise, aber das ist schon mal für irgendwann anders. Ich würde damit einfach sagen, dass man natürlich durch die Verbindung dort im Hintergrund beim Label, weil halt beide mehr oder weniger beim gleichen Mutterlabel gesigned sind, könnte man davon ausgehen, dass vielleicht die Abklärung im Nachhinein, wenn man jetzt so etwas würde releasen will als neue Version und man müsste zum Beispiel noch das Publishing klären oder wie man das genau releasen will, könnte sein, dass das halt natürlich so einfacher ist. Aber das ist jetzt natürlich auch ein spezifisches Beispiel, wo auch kein Sample benutzt worden ist. Achtung, weil eben, da gibt es auch Unterscheidungen, könnt ihr halt auf dem Collab-Podcast mal schauen, den Clip, den ich euch vorgeschlagen habe, mit dem Unterschied Label und Verlag, weil sie haben da jetzt bei dem Goosebumps, bei dieser neuen Version einfach abschliessend gesagt, haben sie kein Sample verwendet vom Original, logischerweise. Sie haben eine neue Komposition gemacht, sie haben einen neuen Sänger drauf da, aber sie haben den Text übernommen, den Rap-Part bzw. den Gesangspart von Travis Scott und vom Kendrick bzw. den Text übernommen, Komposition neu, Vocalist auch neu. Sprich, es gibt dann auch ein bisschen andere Arten, wie man das muss abklären, so sage ich jetzt einmal. Aber schaut da mal rein. Ich hoffe, es hat ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ich hoffe, man kann auch ein bisschen inspirieren da für so neue Songversionen oder wenn man jetzt das anschaut und sagt, okay, ich gehe mal meinen Katalog anschauen und schaue mal, in was ich das flippen kann. Im besten Fall findet man vielleicht heraus, dass man auch einen Remix machen kann zu gewissen bestehenden Songs. Eben, man kann das ewig weiterspinnen. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten und auch verschiedene Arten, wie man so Songabwandlungen oder neue Versionen machen kann. Von dem her das diesmal mal als Track-Travel-Prozess. Könnt euch auch die anderen Track-Travel-Prozess-Episoden anschauen, wenn es so interessiert. Dort nehmen wir ein bisschen Songs auseinander und wie die halt in dieser Streaming-Landschaft so ein bisschen wandern, sage ich einmal. Ja, ich würde meinen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.